Vor ein paar Wochen ist ein Schweizer an der US-Grenze trotz gültigem Papier abgewiesen und inhaftiert worden. Und auch für eine andere Familie wird der USA-Trip zum Albtraum. Könnte das jetzt uns allen passieren, wenn wir in die USA wollen? Genau dieser Frage gehe ich in diesem Video nach. Ciao zusammen, von unten hier herzlich willkommen aus Kalifornien, vom Strand vor Los Angeles, um genau zu sein. Es sieht sehr einladend aus, heute Morgen früh hier am Beach, ob schon bedeckt ist. Wir pässeln das, aber gilt das generell noch für die USA? Es wissen ja auch alle, dass der Trump bei seinem Amtsantritt angeordnet hat, dass Grenzen besser kontrolliert sollen werden. Ich bin davon ausgegangen, dass er hauptsächlich die grüne Grenze meint. Aber dann haben die Schweizer Medien berichten, dass es neu auch vermehrt Probleme gibt auf Flughäfen für Leute, die einfach nur in den USA Ferien machen wollen. Bei meiner Recherche sind 2 Fälle aufgetaucht, wo auch die Schweizer Presse darüber berichtet hat. Was ist genau passiert? Was als Abenteuer hat angefangen, endet unerwartet mit einer brutalen Abweisung an Grenzen. Ganz ohne Erklärung. Eine Familie aus der Zentralschweiz ist auf einer Weltreise durch Nord- und Mittelamerika. Von Kanada aus reisen sie während 88 Tagen durch Amerika. Als sie in Florida ankommen, lassen sie den Camper stehen und gehen für 3 Wochen nach Costa Rica. Nach diesen 3 Wochen, ausserhalb von Amerika also, wollen sie wieder zurück nach Florida und ihre Reise durch die USA weiterführen. Aber die US-Grenzbehörden verweigern jetzt plötzlich die Einreise. Und zum grossen Frust, es gibt nicht mal eine klare Begründung. Die Familie hat sich an die Schweizer Botschaft in Costa Rica gewendet und an die US-Botschaft in Bern. Aber niemand hat sich zuständig gefühlt. Sie bekommen als einzige Empfehlung, dass sie ein klassisches B2-Touristenvisum beantragen. Aber das ging in etwa 2 Monate. Und das war halt keine Option, wegen der insgesamt begrenzten Zeit für die Weltreise. Am Schluss können sie sich selber helfen. Sie fliegen von Costa Rica direkt nach Kanada. Und die Kanadier lassen ja problemlos wieder rein. Bekannte von Familien bringen den Camper von Florida nach Toronto, eine Fahrt von 2500 Kilometern. Ciao zusammen, da musst du zuerst noch einen finden, der das machen will. Item. Dann endlich können sie ihren Roadtrip fertig fahren. Jetzt halt in Kanada statt der USA. Und es bleibt nicht bei diesem einen Fall. Ein Schweizer, der ihren Geburtstag in New York feiern wollte, landet am Schluss gefesselt in der Abschiebungshaft. Also ein Schweizer reist Anfang April nach New York. Dort will sie ihren Geburtstag feiern wie jedes Jahr. Auch sie hat ein gültiges ESTA und einen gültigen Pass. Sie hat zwar früher mal eine Arbeitserlaubnis gehabt, für die USA, aber mittlerweile lebt sie wieder in der Schweiz. Am Flughafen in New York wird sie dann abgefangen und 6 Stunden lang ins Verhör genommen. Während dieser Befragung muss sie den Behörden Zugang zum Handy, zu Social Media und sogar zu ihrem E-Banking-Konto geben. Die Grenzbeamten werfen ihr vor, dass sie heimlich bügeln in Amerika. Unter anderem, weil sie Online-Sprachkurse anbieten. Und das auch für US-Amerikaner. Sie widerspricht und erklärt immer wieder, sie lebe in der Schweiz und sei wirklich nur zum Ferien machen hier, nicht zum Bügeln. Aber die Beamten glauben ihr nicht. Die Behörden drohen sogar, sie sollen ein Geständnis ablegen oder sie kommen ins Gefängnis. Am Schluss landet sie für 24 Stunden gefesselt, an Händen und Füßen in einem US-Haftzentrum und wird schliesslich zurück in die Schweiz abgeschoben. Unglaublich. Was bedeuten jetzt diese Fälle für uns Reisende aus der Schweiz? Was können wir jetzt aus diesen Fällen für erste Schlussfolgerungen ziehen? Erstens, auch mit einem gültigen ESTA ist die Einreise nicht unbedingt garantiert. Zweitens, ein Kurztrip ausserhalb der USA resettet die 90 Tage Aufenthaltsfrist nicht automatisch. Und drittens, digitale Spuren auf Social Media oder allgemein auf dem Internet können zu einer Art Falle werden. Als nächstes hat mich dann Wunder genommen, was die offiziellen Stellungnahmen zu diesen Fällen waren von der USA und von der Schweiz. Die US-Behörden schweigen. Weder die US-Grenzschutzbehörde CBP noch das US-Innenministerium haben sich öffentlich zu diesen 2 konkreten Fällen geäussert. Ein Sprecher vom Flughafen Los Angeles betonte auch, es gebe keine neuen Vorschriften unter der Trump-Regierung betreffend Einreisebestimmungen. Die Schweizer Regierung hat laut Medienbericht beim US-Botschafter in Bern interveniert. Aber auch die Schweizer betonen, dass es keine systematische Abweisung gäbe von Schweizer an der US-Grenze. Das hier sind 2 Einzelfälle. Und ich habe tatsächlich auch
Ausser eben diesen 2 bekannten Fällen keine weiteren Berichte mehr gefunden, wo Schweizer die Einreise in die USA verweigert worden. Eventuell sind ja euch noch mehr bekannt. Dann sagt mir doch das in den Kommentaren. Genug von Albträumen und Behörden. Ich habe für euch mal zusammengetragen, wie man sich richtig vorbereitet, damit die Reise möglichst nicht zum Problem wird. Oh, schau mal, einer auf einen Stingray geschaltet. Was muss man alles haben, damit man am Flughafen keine böse Überraschung erlebt? Erstens der Pass. Man braucht als erstes einen biometrischen Pass. Jetzt wichtig, der muss über das Rückreisedatum rausgültig sein. Also nicht nur bis zum letzten Reisetag. Zweitens, dazu muss man ein gültiges Rück- oder Weiterreisebillet vorzeigen. Die wollen einfach sehen, dass man ja wirklich davon zischen will. Drittens braucht es eine ESTA-Anmeldung. Man muss als Schweizer für Ferien- oder Geschäftsreisen kein extra Tourivisum zu Bern beantragen. Aber man muss eben die elektronische Reiseerlaubnis ESTA einholen. Diese ESTA-Anmeldung solltest du spätestens 72 Stunden vor dem Abflug beantragen. Besser wäre aber auch, dass man das schon ein paar Wochen im Voraus macht. Der Preis für einen ESTA-Antrag geht jetzt gleich von $21 hoch auf 40. Laut einem erst kürzlich genehmigten Gesetzespaket. Das ist da das sogenannte BBB, das Big Beautiful Bill, wie der Trump dem Päckchen immer gesagt hat. Item, hier ist die offizielle Internetadresse, weil es gibt eben auch viele so Fake-Webseiten, die einem Geld ablächeln. Wenn ihr diese 3 Sachen zusammen habt, dann seid ihr good to go, wie der Ami würde sagen. Aber hier ist noch ein weiterer Tipp vom Vogunten. Du kannst dir die sogenannte MPC-App, die Mobile Passport Control App, auf das Handy laden. Dort in dieser App drin kannst du kurz vor der Abreise alle Fragen beantworten, die die sonst der Grenzbeamte so fragt. Wenn du dann zum Beispiel in Los Angeles landest, gibt es eine separate Schlange für Leute, die diese MPC-App haben. Die Schlange ist meistens deutlich kürzer, als wenn du normal anstehen musst. Diese App kostet nichts und meine Erfahrung ist super. Das ist auf alle Fälle empfehlenswert. Falls du dir jetzt noch unsicher bist, weil du vielleicht eine Spezialfrage hast, dann würde ich mich auch direkt bei der US-Botschaft in Bern melden. Hier die Telefonnummer und die Webseite. Und was habe ich daraus gelernt? Es ist natürlich brutal. Du hast alles richtig gemacht und am Schluss vermiesen einem unzufriedenen Bürokrat das ganze Abenteuer. Das macht einem Tauben, logisch, und man fühlt sich sicher auch hilflos und zu Recht unfair behandelt. Ich bin dann aber auch noch schauen, wie viele in diesem Juli nach LA fliegen. Und das sind zwischen 4.000 und 5.000 Schweizer. Über ganz Amerika verteilt kommen etwa 40.000 Schweizer jeden Monat in die USA. Das ist etwa so viel, wie Thun Einwohner hat. Darum habe ich dann schon auch das Gefühl, dass das 2 unglückliche Einzelfälle waren, was einfach auf einen Grenzwächter gebracht, der mit dem falschen Scheich aufgestanden am Morgen. Normalerweise sollte also die ganze Einreiserei für Schweizer kein Problem sein. Zum Schluss, für alle, die sich da wegen diesen Schlagzeilen nicht ins Boxhorn jagen oder jetzt entweder gerade am Buchen oder schon am Packen sind, noch kurz 3 Reisetipps. Erstens, genug früh am Flughafen Zürich sein. Ich würde sagen, ca. 3 Stunden vor Abflug dort sein. Es gibt nichts Besseres, als genug Zeit haben für all die Abläufe am Flughafen. Und dann habt ihr nämlich auch Zeit für zweitens, geht zur Bäckerei Steiner im Flughafen. Die haben feine Eingeklemmte für während der Reise. Und sie machen das beste Birchenmüsli der Schweiz. Müsst es aber eben schnauzen, bevor ihr durch die Security geht. Sonst nehmen sie es dann gerade wieder weg, die Sürmel. Wer der Steiner Bäckerei-Stopp verpasst hat, zwischen den Mahlzeiten tut die Swiss normalerweise eine Snackstation einrichten mit Früchten, Linsertörtchen und Kegifrett. Die findet ihr zwischen der Economy und der Business Class. Lauft einfach gegen vorne im Flüger, dann seht ihr es dann schon. Die Tipps sind übrigens von meiner Frau. Die ist der Reisenprofi unter uns. Ich muss mal schauen. Ich habe sie gefragt, ob sie für das Video wir nicht können, so 2, 3 Tipps zusammenstellen. Und 3 Tage später gibt sie über die Liste. Ich habe gesagt, das gibt ja ein Video für sich. Item. Ich glaube, ich verlinke das PDF unten in der Beschreibung. Dann könnt ihr Sachen laden, weil da ist wirklich ganz hilfreiches Zeugs drauf. Et voilà, dann würde ich sagen, das war es wieder mal für heute.
Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle erneut an alle, die meine Beiträge mit einem Batzen unterstützen und mir so erleichtern, alle Wochen mit etwas Neuem aufzukreuzen. Wer auch das Mal etwas für euch hat, ich habe alle Infos zusammengetragen unter www.vogunter.ch oder auch im Beschreibungstext von jedem Video. Danke nochmal an alle Unterstützer. Und bevor ihr abzischt, verrätschet mir noch, von wo ihr auch das Mal wieder zugeschaut habt. Das ist immer spannend. Also, merci fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!